ich möchte Sie heute Morgen auch herzlich begrüßen. Es ist für mich ein Vorrecht, heute hier zu sein. Und wir sind jetzt, meine Frau und ich, 2 Monate in Deutschland, in der Schweiz, und wir haben schon vieles erleben dürfen und auch viel Bewahrung. Und ich kann Ihnen sagen, eines der eindrücklichsten Dinge, die wir immer wieder erleben, wenn wir von Südamerika nach Europa kommen, ist der Frühling. Ihr müsst euch vorstellen, dass in Uruguay hat es diese Jahreszeiten nicht. Und wenn man dann von dort hierher kommt, dann staunt man immer wieder über diese herrliche Pracht. Und manchmal denken wir dann, ob die Leute hier es auch wirklich schätzen, dieser Segen, der über diesen Gebieten und Ländern liegt, wenn man all dieses Schöne sieht. Nun, das Thema ist ja heute Morgen Endzeit und trotzdem ein Leben in Sieg. Und das ist schon ein Thema, das wichtig ist. Wir haben ja diese Verse gelesen und Matthäus 24 spricht ja sehr klar über die Endzeit. Aber wir wollen heute auch einige Aspekte betrachten über Daniel, weil ja Daniel und seine Freunde, die lebten ja in einem Weltreich, das es ihnen schwer machte, nach den Grundsätzen zu leben, die sie von Gott bekommen haben. Also es war ein Reich, das mit unserem sehr übereinstimmt. Also sie befanden sich, Daniel und seine Freunde, in einem System, das von ihnen forderte, Dinge zu tun, die gegen ihre Glaubensansichten verstieß. Und man kann schon sagen, dass menschlich waren sie ja nur Rädchen in einem gewaltigen System. Und dieses System diente dazu, menschliche Götter anzubeten. Und wir wissen ja auch aus der Geschichte, der Hauptgott von ihnen war ja der König von Babel. Und wenn man jetzt zurückdreht, dann beginnt ja die ganze Geschichte schon am Anfang der Bibel. Als die Menschen einen gewissen Punkt in der Zivilisation erreichten, da kam es zu einem Abfall, da kam es zu einem Konflikt. Und wir kennen ja alle dieses Ereignis, ist ja sehr bekannt in 1. Mose 11,14. Da lesen wir von diesem Ereignis und sie sprachen: Wohlan, lasst uns eine Stadt bauen und einen Turm, dessen Spitze bis in den Himmel reicht. Dass wir uns also einen Namen machen, damit wir ja nicht über die ganze Erde zerstreut werden. Also, das heißt natürlich nicht, dass der Turm tatsächlich der Wohnort Gottes erreichen sollte, sondern sie wollten aufzeigen, dass sie fähig waren, Großes zu tun, und zwar unabhängig von Gott. Und nun, das Unterfangen, die Reaktion darauf, das kennen wir. Ja. Es war die Verwirrung der Sprachen und als Konsequenz davon die Zerstreuung. Also Gott griff ein durch ein Gericht, und zwar über Babel. Und dieser Turmbau zu Babel trug natürlich schwere Folgen, weil Gott zerbrach die Einheit der menschlichen Rasse, die sich ja in den Dienst des Bösen gestellt hatte. Und es ist interessant, am Ende unserer Zeitepoche, in unserer Zeit, ja, wird dieses Babylon nochmals eine wichtige Rolle spielen. Denn die zunehmende Globalisierung zeigt uns auch, dass wir es hier mit biblischer Prophetie zu tun haben. Und wir können annehmen, dass aus diesem großen babylonischen System
der Übermensch, der Antichrist, auf den Plan treten wird. Ja. Also so ist es nicht erstaunlich, dass nach dem Turmbau bzw. durch den Turmbau der Name Babel zu einem Hinweis geworden ist durch die ganze Bibel, als eine große Zusammenballung der Welt, die zur Auflehnung und zum Abfall von Gott führt. Also immer wieder, wenn wir diesen Namen Babel vor uns haben, dann wissen wir, Babel ist eigentlich ein System, das gegen Gott gerichtet ist. Ja. Und das sehen wir heute sehr deutlich. Nun, ich möchte hier etwas zitieren, was ganz Interessantes aus der Archäologie, was Babel anbetrifft. Im Tempelbezirk jeder babylonischen Stadt stand ein Turm als Mittelpunkt. Und das war ja die Fortführung. Nach dem Turmbau zu Babel haben sie dann weitergemacht, nur mit kleinen Türmen. Und die standen dann in jeder Stadt. Da heißt es weiter, in Birs Nimrud, nur 19 Kilometer südlich von Babylon, steht eine wahrhaft imponierende Tempelruine. Dort wird ein hoher Schutthügel von einem unregelmäßig geformten Ziegelgemäuer gekrönt, das sich 47,5 Meter über das umliegende Terrain erhebt. Und es ist im Irak das höchste Bauwerk aus dem Altertum. Und auf der Hügelspitze liegen große Klumpen von Ziegelsteinen, die zu einer felsenartigen Masse zusammengeschweißt sind. Ein intensives Feuer muss hier einst gewütet haben. Dieser trotz seiner Zerstörung sehr beeindruckende Turm erinnert jeden, der ihn besichtigt, an die Geschichte vom Turmbau zu Babel. Und da sieht man, wie auch die Geschichte wieder aufstehen kann und dem heutigen Menschen zeigen kann, was das bedeutet. Und es ist auch interessant, vor dem Turmbau zu Babel hatten ja alle eine Sprache. Und diese Einheit war ja auch ausgerichtet. Es war eine geistige Ausrichtung. Und deswegen war die Sprachverwirrung auch eine Verwirrung der geistigen Grundanschauung der Menschheit. Und aus diesem heraus entstanden dann die Nationen in ihrer Vielfaltigkeit. Und das nationale Heidentum begann auch nach dem Turmbau zu Babel in der Zersplitterung der Menschheit in verschiedene Nationen. So haben wir eben heute viele, viele Nationen. Und dazu kam noch, dass die Götter der Heidenwelt keine leeren Einbildungskräfte waren, sondern in der Verführung der Nationen vorstanden. Es waren dämonische Geistesmächte, die sich zum Teil offenbarten durch okkulte Inspirationen. Und das können wir auch wieder besonders in unserer Zeit beobachten, in unserer Zeit, in der wir leben. Ja. Ich las kürzlich ein sehr interessanter Text und der sagt Folgendes: Brasilien, das größte katholische Land, erlebt 2010 eine Welle des Spiritismus, was die Amtskirche sehr beunruhigt. Geister- und Totenbeschwörungen, Botschaften aus dem Jenseits finden enormes Interesse. Spielfilme über Chico Xavier, den größten brasilianischen Spiritisten, sind Kassenschlager. Spiritistische Bücher und Zeitschriften erreichen eine Massenauflage. Entsprechend Institutionen der Städte haben Zulauf wie nie zuvor. Also man sieht hier, dieses Okkulte sehen wir heute wieder erneut wachsen. Ja? Und das eben Gelesene ist ja nur ein kleiner Teil von dem, was heute alles abläuft. Ja. Eines der großen Gebiete, mit denen wir konfrontiert werden, ist ja auch die Esoterik. Und diese Esoterik begegnen wir in allen Ecken und Enden. Ich möchte hier auch noch etwas sehr Interessantes zitieren. Esoterik ist keinesfalls das seltsame Hobby irgendwelcher Freaks. Es ist ein Millionenmarkt
und ein mitunter gefährlicher noch dazu. Esoteriker beanspruchen, die Welt umfassend erklären oder Kontakt zur jenseitigen Welt herstellen zu können. Und da heißt es weiter, es sind diverse aus östlichen, christlichen, pseudowissenschaftlichen und sonstigen Versatzstücken zusammengebastelte Weltanschauungen, die sich der jeweilige Heiler oder Guru zusammengelegt hat und in der er seine Klienten nach Bedarf einweiht. Und es ist tiefgehend auch verwurzelt mit schamanistischer und östlicher Philosophien. Und man muss heute sagen, dass leider auch dieses Gebiet, diese Geistesmächte bis in die Gemeinde Jesu hineingehen, ja, in die Gemeinden. Ja, und das Endresultat, das wir heute haben, am Ende unserer Epoche sehen wir, das ist gewaltig. Der babylonische Geist sieht man heute in einer gewaltigen Globalisierung, die den Menschen in seinem Bemühen, Gott selber zu sein, wieder uns neu aufzeigt. Ja. Und es ist auch interessant, wenn wir wieder zurückgehen, der erste verhängnisvolle Schritt, der ja getan wurde in der ganzen Linie von Babel, der war ja Kain. Er tat den ersten Schritt, als er versuchte, die Folgen seiner Strafe zu mildern, indem er eine Stadt baute. Und das war der Anfang von Babel. Das Sichtbare war der Turmbau. Und bei Nebukadnezar sehen wir das ganze Gebilde mit einer Person verbunden zu werden. Ja. Und das Ganze nahm nun seinen Vorgang in der Weltgeschichte und wird vollendet im antichristlichen Reich. Und es ist interessant, wenn wir Jesaja 14,13 vor uns sehen, diese Wahrheit, als Jesaja darüber sprach, über Satan. Und er sagte Folgendes, ja, du sprachst in deinem Herzen, zum Himmel will ich hinaufsteigen, hoch über die Sterne. Ich will hinauffahren auf Wolkenhöhe, mich gleich machen mit dem Höchsten. Da sehen wir ja die Quelle dieses Hochmuts. Er ist der Satan und der Vater der Lüge und der Verführung. Es war sein Bestreben, gleich zu sein wie Gott. Und sein Hochmut brachte ihn zu Fall. Das Muster, das wir beim Turmbau zu Babel sehen, das Muster, das wir sehen durch die ganze Menschheitsgeschichte hindurch, ist das Muster, das Satan hat, um die Menschheit zu verführen. Ja, und auf diesem Weg wird der babylonische Geist in der Politik zum absoluten Weltreich. In der Religion wird sich die Einheit des Menschen verwirklichen und es wird zu einer totalen Kontrolle kommen. Babylon wird in der Offenbarung nicht umsonst eine Stadt genannt als ein Zentrum völliger Verworfenheit, furchtbarer Unsittlichkeit, Spiritismus, Esoterik und Blutvergießen. Ja. Und dieses Babylon wird ja uns geschildert, dass es dem Untergang entgegengeht. Und in diesem Gebilde leben wir ja. Wir sind Kinder unserer Zeit. Wir können nicht aussteigen. Aber die Frage ist, ob wir in diesem System Sieg haben, wie es David hatte. Ja, ja, heute ist unsere Gesellschaft ein Spiegelbild dieser Realität. Und wissen Sie, das sehen wir auch am Zerfall der Werte. Wenn wir die Familie anbetrachten, in der Ehe. Ich möchte einmal Ihnen etwas zitieren, das eigentlich einem sehr, sehr nachdenklich macht. Da heißt es, laut einer Statistik betrügt jeder zweite Mann bzw. jede zweite Frau mindestens einmal im Leben den Partner. Obwohl Seitensprünge offenbar zur Normalität gehören, sind die Folgen meist verheerend und ausschlaggebend für den weiteren Verlauf der Beziehung. Und Sie müssen sich vorstellen, der Stern berichtete
am 8.11.2003, also ein Jahrzehnt vor uns, in seiner Online-Ausgabe dass deutsche Weltmeister im Fremdgehen sind. Nach der dort zitierten Statistik sollen 94 aller Männer ihre Frau schon mindestens einmal betrogen haben. Und gleichzeitig sollen 74 der Frauen ihren Partner mindestens einmal betrogen haben. Sie müssen sich einmal vorstellen, wie kann eine Gesellschaft so überleben? Wenn wir denken, dass die Familie das Wichtigste ist, die wichtigste Zelle in einem Volk. Und man sagt ja, wenn die Familie krankt, dann krankt auch das Volk. Also es ist schon beschämend und es ist besorgniserregend, was wir vor uns haben. Also die Verrohung der Gesellschaft, Sex, Pornografie, Drogen und Gewalt sind zu einem weltweiten Erscheinungsbild geworden. Und zwar von einer Generation, die sich von Gott verabschiedet hat. Nun, man kann sagen, dass früher diese Ereignisse lokal waren. Da hat man etwas gehört von Australien, wieder etwas von Amerika. Aber heute ist alles global. Es bezieht sich nicht nur auf die moderne Kommunikation, sondern auch auf den Wertverfall der Gesellschaft. Und es ist interessant, ja, das letzte große Ereignis, das ich mich noch gut erinnern kann, war ja die atomare Katastrophe in Japan, das mit einem verheerenden Tsunami begleitet war. Und wir wissen, dass bis heute Japan mit dieser Katastrophe kämpft. Und das Interessante war, es war ja lokal auf der einen Seite und dennoch war es ein globales Ereignis. Die ganze Welt schaute gebannt auf Japan zu. Ja. Und was ist heute? Was uns bis heute in Atem hält, sind ja die großen Turbulenzen auf dem Gebiet der finanziellen Märkte. In unseren Tagen ist es so, dass bei solchen Ereignissen kaum mehr ein Land verschont bleibt, sei es direkt oder indirekt. Ja. Und da sehen wir also, wir reden von einer globalen Umweltkrise. Wir sehen den Terrorismus, er ist global, und wir sehen die Finanzkrise, sie ist global. Kein Land kann sich mehr aus diesem Sog halten. Bis jetzt kann man wirklich sagen, hat sich ja die Schweiz noch gut hindurchgeschleust. Ja, das ist auch, kann man auch eigentlich noch als ein Segen sehen, der über diese Schweiz hängt. Nun, Timotheus sieht ja dieses Panorama ganz klar und er tut ja auch den Menschen heute charakterisieren. Wenn wir jetzt zum Beispiel 2. Timotheus 3,1 vor uns haben, wenn er dann sagt, du aber sollst wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten eintreten werden. Und da beginnt er, die ganzen Charakteren zu lesen, ja, zum Beispiel in 2. Timotheus 3,2, ja, dann sagt er eben, sich selbst lieben, geldgierig sein, prahlerisch, überheblich und so weiter, beginnt er dann, die ganzen Charakteren unserer Gesellschaft aufzuzeigen, in der wir leben. Und das Schlimmste allerdings, muss ich sagen, ist 2. Timotheus 3,5. Das ist der allerschlimmste Vers eigentlich für uns. Da heißt es, dabei haben sie den äußeren Schein von Gottesfurcht, deren Kraft aber verleugnen sie. Von solche wende dich ab. Und das gilt ja dann nicht mehr der Welt, sondern das gilt uns. Als Gläubige, wenn wir zwar den Namen haben, wenn wir eine äußere Form haben, aber in der Essenz verleugnen wir seine Kraft. Ja, wir haben keinen Sieg. Wir leben halt irgendwie ins Blaue hinein, ohne uns Rechenschaft zu geben, was das bedeutet, Nachfolger Jesu. Ja. Was hier bei Timotheus aufgeführt wird, diese Merkmale des Menschen, diese Verse beschreiben ja auch die Umgangsformen zwischen den Menschen. Sie zeigen den Charakter der Gesellschaft. Und diese Eigenschaften werden immer mehr zur Grundlage der Industrie und der Finanzwelt. Ja. Und wenn wir das alles vor uns haben, ja, dann verstehen wir auf einmal ganz anders, wenn Offenbarung 18,4, wenn der Herr ruft seinem Volk zu, ja, geht hinaus, ihr mein Volk,
damit ihr nicht ihrer Sünde teilhaftig werdet und damit ihr nicht von ihren Plagen empfangt. Also sich abzusondern. Das war ja der Ruf Gottes an sein Volk durch das ganze Alte Testament hindurch. Sie sollten hinausgehen. Sie sollten die Heidenvölker verlassen. Ja. Und wir wissen, dass dieser Vers sich einmal erfüllen wird, am Ende der großen Trübsal, wenn sich Israel als Nation sich zu ihrem Messias wieder zuwenden wird. Aber die Frage ist natürlich auch, gilt dieser Ruf nicht auch sinnbildlich an uns aus Babel zu ziehen? Ja. Die Bibel sagt ja ganz klar in dieser Hinsicht, dass wir nicht zwei Herren dienen können. Wir können nicht beides. Also Gott dienen und uns identifizieren mit dem Geist dieser Welt. Ja. Babylon hatte zur Zeit Daniels ungefähr 3000 Götzen. Aber wir lesen kein einziges Mal, dass Daniel und seine Freunde Kompromisse auf geistlichem Gebiet eingegangen sind. Sie lebten innerhalb des babylonischen Reiches, aber sie ließen nicht vereinnahmen. Ja, ganz im Gegenteil, ganz im Gegenteil. Daniel 1,8, da heißt es von ihm, als er von dieser schwierigen Situation stand wegen den Speisen, sie zu nehmen oder nicht, da nahm Daniel aber nahm sich in seinem Herzen vor. Und dann heißt es eben, sich mit der feinen Speise des Königs und mit dem Wein, den er trank, nicht zu verunreinigen. Also er machte keine Kompromisse. Er hatte sich nicht verunreinigt. Er blieb Gott treu. Er lebte im babylonischen Reich, aber er identifizierte sich nie mit dessen Geist. Ja, jetzt können wir uns natürlich fragen, wo liegt denn aber nun die Ursache, dass wir oft in Prüfungen oder in Anfechtungen, mit denen wir konfrontiert werden, große Probleme haben, wankelmütig sind und öfters auch fallen? An was liegt das, dass es manchmal so harzig geht? Wir müssen uns auch fragen, was war die Quelle, aus dem Daniel und seine Freunde schöpften? Ja? Wieso konnten sie in den Prüfungen, in die sie hineinkamen, die richtigen Entscheidungen treffen? Ich denke da auch eben an die Ablehnung der Speisen, die sie vorgesetzt bekommen haben. Und woher nahmen sie die Kraft? Inmitten eines feindlichen Systems festzubleiben. Ja? Und hier haben wir den ersten wichtigen Punkt. Ja? Ich möchte es nochmals zitieren. Daniel aber nahm sich in seinem Herzen vor. Ja? In seinem Herzen. Also es war für ihn und seine Freunde eine Herzenseinstellung und das war entscheidend. Also die heidnischen Lebensmittel und Getränke waren Götzen geweiht. Und daher nahm Daniel in seinem Herzen vor, keine Kompromisse einzugehen, die ihn dazu verleiten würden, in der Hingabe an seinen Gott Kompromisse einzugehen, um untreu zu werden. Und diese Haltung bewahrte Daniel und seine Freunde vor Fehlentscheidungen. Es war ihnen ernst. Sie wollten wirklich den Weg gehen, den Gott ihnen vorgeschrieben hatte. Es war der Gehorsam auch den Geboten Gottes gegenüber. Es war aber an erster Stelle der lebendige Gott, der in ihrem Zentrum stand. Was geschah später? Ich möchte hier nochmal eine Begebenheit aufzeigen von Daniel. Ja? Später, als er nach Jahren die Meder und Perser besiegten, dann das babylonische Reich. Daniel blieb auch unter dem neuen Machthaber ein sehr angesehener Mann in einer hohen Stellung. Er besaß Erfahrung, Weisheit, ein geschichtliches Wissen und auch Führungsqualitäten. Aber wissen Sie, was ihn unangreifbar machte, war etwas anderes. Das war, dass er auf moralischem Gebiet integer war. Ja, er hatte eine Authentität. Ja, und dies brachten die Feinde auf gegen ihn. Er war also integer.
in seinem ganzen Leben. Er hatte keine zwei Seiten. Er lebte nicht ein Leben ganz verborgen irgendwo und an der Öffentlichkeit ein ganz anderes. Das kennen wir ja heute alles von den Politikern. Aber bei ihm war das nicht so. Sein Leben war eins. Ja, und dann geschah natürlich das, was geschehen musste. Sie suchten einen Fehler bei ihm, aber sie konnten keine Schuld finden. Es heißt dann weiter bei Daniel 6,5, aber sie konnten keine Schuld oder irgendetwas Nachteiliges finden. Ja, weswegen? Weil er treu war und keine Nachlässigkeit noch irgendein Vergehen bei ihm gefunden werden konnte. Und das ist eigentlich das Zeugnis, das wir als Gläubige haben sollten. Ja. Und dann, die Feinde versuchten natürlich, ihn in eine Falle zu locken, um ihn zu vernichten. Und deswegen wurde ein Gesetz herausgegeben, das innerhalb von 30 Tagen verbot, eine Bitte an irgendeinen Gott zu richten, außer an Darius. Und Daniel wusste um das Verdikt. Er wusste es ganz klar. Und es war auch so, dass einmal unterschrieben vom König, gab es selbst für ihn, den König, nach dem Gesetz der Meder und der Perser keine Möglichkeit mehr, seinen eigenen Erlass rückgängig zu machen. Also man kann sagen, über Daniel zog sich eine gewaltige Gewitterwolke zusammen und menschlich war er einem großen Druck ausgesetzt. Aber was tat Daniel? Er tat genau das, was er immer getan hatte. Und es ist immer gut, wenn wir solche heilige Gewohnheiten haben, Prinzipien in unserem Leben, die von der Bibel kommen. Denn was tat er? Er bekam Angst oder hat durchgedreht? Nein. Er ging nach Hause. In Daniel 6,11, er ging nach Hause. Er ging in sein Zimmer. Und was tat er? Er fiel 3-mal am Tag auf die Knie und betete. Wir sehen also, dass er ein inniges Verhältnis zu Gott hatte. Ja. Und dann kam das, was Sie erkennen. Die Männer stürmten herein, fanden ihn betend und dann kam es zur großen Auseinandersetzung und wir wissen, dass Daniel Sieger blieb. Der Herr hat über ihm gewacht. Ja. Auf diesem Fundament war sein Leben verankert. Seine Quelle, aus der er schöpfte und aus der er Kraft bekam, um siegreich zu bleiben, war allein der Herr. Und in dieser Verbindung mit dem Herrn war er stärker als der äußere Druck. Und dieser Druck kann ja auch in unserem Leben vielfältig sein, ja. Aber die Frage ist, was ist stärker? Der äußere Druck oder unser Leben mit Jesus Christus? Ja. Also wir sehen, bei Daniel sehen wir, dass seine Verbindung zum Herrn eine lebendige Verbindung war. Der Glaube für Daniel war also keine Formsache, es war Leben. Und da möchte ich doch eine Frage stellen. Eine wichtige Frage. Aus welcher Quelle schöpfen wir unser Lebenswasser? Was ist in Wirklichkeit heute Morgen unser Fundament? Ist unsere Beziehung zum Herrn lebendig oder nur eine Formsache? Ist unser Glaube eine Formsache? Wie können wir dann Sieg haben? Dies wäre ja unmöglich. Ja. Und um diese Frage zu beantworten, müssen wir doch noch einen Blick in das Buch Jeremia werfen. Und das ist der zweite Punkt, den wir heute Morgen anschneiden werden. Der zweite Punkt, ja. Was ist das? Was ist das Geheimnis? Und Jeremia 17,13, da heißt es nämlich Folgendes: Denn sie haben den Herrn verlassen, die Quelle lebendigen Wassers. Also Jeremias 17,13. Sie haben die Quelle lebendigen Wassers verlassen. Und dann heißt es weiter in Jeremia 2,13, also einige Kapitel vorher, da geht noch Jeremia viel mehr in dieses Problem ein. Denn er sagt, denn mein Volk hat eine zweifache Sünde begangen, mich, die lebendige Quelle, haben sie verlassen, um sich Zisternen zu graben, löchrige Zisternen, die kein Wasser haben.
Also hier sehen wir zwei wichtige Aussagen. Einmal, sie haben den lebendigen Gott verlassen und dann taten sie noch etwas, sie haben den wahren und lebendigen Gott mit falschen Götzen ersetzt. Ja? Und deswegen sagt ja auch Jeremia, dass sie eine zweifache Sünde begangen hatten. Sie haben nicht nur nicht geglaubt, sondern sie haben auch andere Dinge genommen und haben sie an Gottes Stelle gesetzt. Sie haben sich Brunnen gemacht, Brunnen, die löchrig waren. Ja? Und dazu muss man auch Folgendes sagen. Dieses Bild verstanden die Juden ja sehr gut, denn sie lebten in einem Land, das auch sehr trocken sein konnte. Als Sonja und ich vor 3 Jahren in Israel waren, da konnten wir das sehen. Diese Wüste, Negev, trocken, ja. Und diese Brunnen waren deswegen sehr wichtig. Und in der Bibel haben sich ja immer wieder Geschehnisse in der unmittelbaren Gegenwart vom Brunnen abgespielt. So verglich der Prophet Jeremia ihr Verhalten gegenüber Gott mit einem Menschen, der die lebendige Quelle, fließendes Wasser mit Zisternen vertauschte, dazu noch mit Zisternen, die löchrig waren. Und das Wasser war wichtig, ist wichtig in Israel. Die Quellen waren die besten Wasserlieferanten. Es war klar und kühl und erfrischend. Von den Zisternen konnte man dies nicht sagen. Es waren zum Teil große Löcher in die Felsen gehauen worden und dann mit Mörtel ausgekleidet worden. Und in ihnen hat sich dann das Regenwasser gesammelt. So war das Wasser in kurzer Zeit abgestanden. Und wenn es wenig regnete, dann fehlte das Wasser ganz. Ja, im Grunde genommen muss man doch sagen, ist es unsinnig, von einer lebendigen Quelle sich abzuwenden hin zu einer Zisterne. Unsinnig. Aber genau das taten die Menschen, als sie sich von ihrem Gott abgewendet haben. Und die Folge davon war, dass es ihnen hinterher sehr, sehr, sehr schlecht ging. Sie kamen in die Versklavung fremder Völker und dieses Lied, das kennen wir alle, wenn wir die ganze Bibel betrachten, das Alte Testament. Immer wieder, wenn sich Israel von Gott abgewendet hat, dann kamen sie in Probleme. Und an dieser Stelle möchte ich doch uns auch heute fragen, ob unsere Probleme, ob unsere Krisen, ob unsere Niederlagen oder unsere chronische Unzufriedenheit nicht vielleicht auch daher kommt, dass wir eben die lebendige Quelle verlassen haben. Also wir haben letztlich keinen lebendigen Bezug mehr zum Herrn. Alles ist oberflächlich. Und die profanen Dinge sind uns wichtiger als das Wort Gottes. Und wie kommt das? Wie kann das kommen? Ja, öfters beginnt es ja auch mit einem schleichenden Prozess. Viele haben gut angefangen, sie haben sich für ein Leben mit Christus entschieden. Dann kamen die Dinge des Alltags, die Sorgen, die Probleme, die Konflikte. Und das Wichtigste wurde zur Nebensache. Und die Dinge, die für uns keinen geistlichen Gewinn haben, wurden zum Wichtigsten. Wenn aber Jesus Christus nicht mehr die Quelle unseres Lebens ist, dann wird unser Leben zu löchrigen Brunnen. Und die Dinge der Welt und die Verlockungen beginnen uns praktisch zu niederringen. Wir können diese löchrigen Brunnen, man kann sagen, es kann Hochmut sein, Stolz, Materialismus, Selbstverwirklichung, weltliche Dinge, die unser Herz ausfüllen, ja. Unser Interesse zum Wort Gottes, das wir täglich zu uns nehmen sollten, ist gleich 0. Wir schlagen vielleicht noch einmal im Monat die Bibel auf und dann kommt es eben, wie es kommen muss und kommen wird, ja. Wir haben keine Kraft mehr zu widerstehen. Und vor diesem Hintergrund müssen wir auch ganz klar Römer 12,2 sehen, denn er sagt ja auch,
und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, ja, weswegen, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Es geht also um unser Zeitalter. Es bezieht sich auf den Zeitgeist, auf die jeweiligen Modetrends, auf das Wertsystem und die moralische Atmosphäre, in der wir leben. Dies ist unsere Endzeit. Und wir sollen uns nicht anpassen, sondern uns geistlich erneuern. Nach dem Zeitgeist leben bedeutet, dass wir die lebendige Quelle verlassen haben. Das heißt nicht, dass wir unser ewiges Leben verloren haben, ja, sondern wenn wir wiedergeboren sind, das heißt das nicht, sondern wir werden verlieren, was der Herr uns bereitet hat. Das ist unser Erbe, wenn wir darin bleiben und nicht umkehren, wenn wir die lebendige Quelle verlassen haben. Also wir haben vorher von Babylon gesprochen und von dem Einfluss, das dieses System auf die globale Gesellschaft hat. Wir haben auch von den Aufforderungen gelesen, sich nicht diesem Zeitgeist zu beugen. Wir sahen das auch bei Daniel und sein Geheimnis war ja, dass er sich an Gott festgehalten hatte. Und wir haben gesagt, dass die Akzeptanz dieses Zeitgeistes dem Verlassen der lebendigen Quelle gleichkommt. Und diese biblische Wahrheit wollen wir jetzt noch von einer anderen Perspektive sehen. Und dies ist der dritte Aspekt und er ist sehr, sehr wichtig, ja. Und da möchte ich einmal nur 2. Chroniker 33,9 aufschlagen. Und da heißt nämlich Folgendes, 2. Chroniker 33,9. Aber Manasse verführte Juda und die Einwohner von Jerusalem, sodass sie Schlimmeres taten als die Heidenvölker, die der Herr vor den Kindern Israel vertilgt hatte. Also nach 55 Jahren der Herrschaft von Manasse und von Amon war von der Restaurierung des Tempels von Hiskia nicht mehr viel übrig, sodass es notwendig wurde, den Tempel wieder zu renovieren. Und bei diesen Tempelarbeiten wurde eine interessante Entdeckung gemacht. Und da heißt es nämlich in 2. Chroniker 34,15, da heißt es, da ergriff Hilkia das Wort und sprach zu Schafan, dem Schreiber, ich habe das Buch des Gesetzes im Haus des Herrn gefunden. Ja. Und Hilkia übergab Schafan das Buch. Wahrscheinlich wurde bei der Räumung des Allerheiligsten das Gesetzbuch gerettet, ja, indem es jemand versteckte. Bei den Renovierungsarbeiten kam es erneut zum Vorschein und kam so in die Hände dieses Schreibers. Und wissen Sie, die Folge davon war, dass das Wort Gottes dem König Josia wieder vorgelesen wurde. Und es in Juda zu einer geistlichen Erneuerung kam, zu einer Erweckung. Und wir wissen, dass das Resultat gewaltig war, wenn wir das vor uns haben. Ja? Denn 2. Chroniker 35,18 beschreibt diese Erweckung oder das Resultat von dem Wort Gottes, das wieder hineinkam ins Volk. Da heißt es, es war aber kein derartiges Passa in Israel gefeiert worden seit der Zeit des Propheten Samuel. Ja. Und keiner der Könige von Israel hatte ein solches Passa veranstaltet. Und da in diesem Vers lesen wir jetzt, wer alles hineingezogen wurde, ja. Josia mit den Priestern, die Leviten, ganz Juda, Israel, ein Teil von ihnen, mit den Einwohnern von Jerusalem. Ich denke, man kann schon sagen, dass es eine der größten Erweckungen war, die wir kennen. Und es ist die wunderbare Wirkung zu sehen, die das Wort Gottes hat, wenn es wieder auf den Leuchter gestellt wird. Und wahrscheinlich kam das Wort Gottes gerade zum richtigen Zeitpunkt. Josia hat einen guten Anfang gemacht, stand aber vielleicht in der Gefahr, auf halbem Weg stehen zu bleiben. Denn die Folge dieser Erweckung war, dass Josia die geistliche Erneuerung zu Ende brachte. Also die Wahrsager und Götzen
wurden endgültig ausgerottet und so verließen die Israeliten die löchrigen Zisternen und wandten sich wieder der wahren, lebendigen Quelle zu. Nun, was hat das uns zu sagen? Ich meine, wenn wir Christen erkennen, dass wir in manchen Dingen umkehren müssen, wenn wir wissen, dass wir vielleicht dort oder hier uns ändern müssen, dann stehen wir vielfach in der Gefahr, einen guten Willen zu zeigen. Wir machen Versprechungen, wir wollen uns ändern, doch bleiben wir öfters auch immer wieder im Seelischen stecken. Es geht ja nicht weiter, es bleibt bei den guten Vorsätzen und es kann manchmal zu einer großen Not werden. Und nach kurzer Zeit ist alles wieder wie vorher. Wir haben aber bei Israel gesehen, was es bewirkt, wenn Menschen wieder in die Gegenwart Gottes treten. Wenn sie gehorsam sind, wenn sie nach den Regeln, die das Wort uns gibt, gehen. Ja, und wir haben auch gesehen, wie Daniel inmitten einer feindlichen Umgebung treu blieb. Ja, er konnte das. Also der Sieg im Alltag, das müssen wir uns einmal ganz klar vor unseren Augen haben. Der Sieg im Alltag über die Sünde und über Bindungen kommt nur zustande durch den, der uns geliebt hat. Also Paulus kennt das Geheimnis, dass mitten in den Anfechtungen und Prüfungen, er kennt das, Jesus Christus selbst führt den Kampf und so konnte er den Sieg gewinnen, Paulus. Weswegen? Weil er selbst am Kreuz diesen Sieg schon ein für alle Mal gewonnen hatte. Ja. Jesus Christus hat für alles schon gelitten. Er hat den Sieg schon getan. Er hat uns die Grundlage gegeben. Ja. Deswegen sagt ja auch 1. Johannes 5,4, denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Ja. Darum ist es so wichtig, dass wir in unserem Heiligungsleben ernst machen. Ja. Dass wir wirklich bereit sind, den alten Menschen abzulegen, uns von den sündigen Bindungen zu trennen, die löchrigen Brunnen zu verlassen, aus denen wir doch immer wieder schöpfen und dann nicht weiterkommen und stecken bleiben, obwohl Jesus Christus alles für uns getan hat. Ja. Aber wenn wir das machen, wenn wir es ernst nehmen, wenn wir zum Wort Gottes zurückkehren, wenn wir diese löchrigen Brunnen verlassen in unserem Leben, dann werden wir auch erleben, dass eben zukünftige Prüfungen und Anfechtungen uns zum Segen werden, weil sie uns näher zum Herrn bringen. Ich möchte da noch etwas sehr betonen, das mir selber schon vor etlicher Zeit aufs Herz gefallen ist, ja, und was mich auch selber beeinflusst hatte und wo ich früher viel zu wenig darauf geachtet habe. Unser Wandel, der hängt nämlich auch zusammen mit unserem persönlichen Bibellesen und mit unserem Gebetsleben. Denn das ist im Grunde genommen das A und das O unseres geistlichen Lebens. Das eine hängt mit dem anderen zusammen. Das sind Grundlage, damit der Heilige Geist in unserem Leben wirken kann. Ja? Und auf dieser Grundlage werden wir zu Überwinder, die ein Zeugnis sind in einer gerichtsreifen Welt. Ja. Und wenn wir das nicht tun, dann kommen wir auch nicht von diesen löchrigen Brunnen weg. Unmöglich. Aber wenn wir bereit sind, wieder uns neu dem Wort zuzuwenden, das Wort auf uns einwirken zu lassen, es zu studieren und zu beten, wenn wir jeden Tag Zeit nehmen, dann werden wir wirkliche Wunder in unserem Leben haben. Wie der Herr unser Charakter umwenden kann und verwandeln kann. Und ich möchte nochmals auf diesen Vers zurückkommen, Römer 12,2. Römer 12,2,
Ich möchte nochmals zitieren, der ist sehr wichtig, glaube im Hinblick, was unsere Welt anbetrifft, der Hintergrund, ja, Babel, das antichristliche Reich, Matthäus 24, Römer 12,2, und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln. Durch die Erneuerung eures Sinnes, und das kann nur geschehen, wenn wir anfangen, wirklich treu die Bibel zu studieren, wenn wir uns mit der Bibel befassen. Weswegen? Damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Wenn wir aber dieses nicht kennen, dann kann das auch nicht geschehen in unserem Leben. Dann wird es halt so sein, dass wir überall unsere Sachen holen, ja, aber nicht bei der Quelle, Jesus Christus. Ja. Also es geht, dass wir uns diesem Weltlauf nicht anpassen, es geht auch um das, sondern uns erneuern lassen, damit wir fähig werden, Gottes Wille zu erkennen. Und das können wir nur, wenn wir mit Gottes Wort leben, wenn wir uns damit beschäftigen. Und dadurch haben wir auch Gemeinschaft mit dem Herrn. Und der Herr kann unser Leben durch sein Wort ändern, ja, durch seinen Geist, sodass wir befähigt werden, unser Weg als Gläubige geradlinig und integer zu gehen. Ja. Auch wenn es immer enger wird, ja, und immer schwieriger wird in unserer Zeit. Ich meine, wenn wir dann in Anfechtungen hineingeführt werden, dann haben wir auch Kraft, im Glauben zu widerstehen. Und da können wir auch den Sieg in unserem Leben haben, der am Kreuz schon errungen wurde. Für jede meiner Situationen. Es gibt keine Situation in meinem Leben, wo der Herr nicht vorgesorgt hat. Ja. Warum? Weil das Wort Gottes meine Grundlage ist und eben nicht löchrige Brunnen, die ich mir selbst gesucht habe. Und es ist mir einfach ein Anliegen, dass wir das heute Morgen mitnehmen. Ja. Es ist einfach eine Tatsache, denn wenn wir die Welt sehen, wenn wir die Gesellschaft ansehen, um das herum, was um uns geht, dann sehen wir, dass wir eben doch sehr, sehr stark gefordert werden. Und wenn wir da nicht einen klaren Kurs haben, wenn das Wort Gottes nicht unsere Grundlage ist, dann stehen wir in der Gefahr, auf kurz oder lang zu scheitern. Ja. Wir können in den Anfechtungen siegreich bleiben, auch in unserer Endzeit. Warum? Weil der Maßstab des Wortes für mich als Grundlage meines Handelns geworden ist. Ja. Und das Wort Gottes, das wissen wir, ist stärker als unser Zeitgeist. Also diesen Weg zu gehen, von dem wir heute Morgen gesprochen haben, fordert eine Entscheidung, einen Entschluss in unserem Herzen und wenn es auch notwendig ist, eine Umkehr von den löchrigen Brunnen zur lebendigen Quelle. Und es ist mein tiefster Wunsch, dass, wenn der Herr wirklich zu ihnen gesprochen hat, dass sie ihm dann Recht geben und wirklich sich zu ihm neu hinwenden, damit sie die Erfahrung machen, dass Gott treu ist und ihnen die Kraft gibt, Sieg zu haben in ihrem Alltag. Wissen Sie, und wenn wir das einmal erkannt haben, wenn wir den ganzen Reichtum erkannt haben, was der Herr für uns sein will, und wenn wir da hineingehen ins Wort, und wenn der Herr Jesus uns das Wort lebendig macht, dann haben wir eine gesunde Grundlage. Und ich wünsche Ihnen das von ganzem Herzen, dass Sie das haben dürfen in Ihrem Leben. Und wenn nicht, dass Sie heute Morgen eine Entscheidung treffen. Amen.